Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film läuft. Speak No Evil aus der neue Psychothriller vom James Watkins. Aber was für ein Eindruck den so einer los ist, das erzähle ich noch an dieser Episode. Ja, James Watkins huet eiserem Psycho-Thriller Horrorfilm brut geht mal als Horrorfilm bezeichnet den lo als Horrorfilm bezeichnen kann. Psycho-Thriller passt du echt dahin. Geschichte vom Film ist eigentlich ziemlich sehr erzählt. Eng Familie, die zu London wird, die gehen an Italien an Vakanz anlehren do eng einer Familie kennen. Der Mann ist Doktor an Hunsunnen kann Handicapéiert das an ja sie sind ein bisschen bis sie drüber die Familie, also die sind ziemlich Welt op wann so will, die sind ja nicht so wie die anderen Familie, die sind bis zurückhalen bis mirroisch und die du sie für allem hat. Aber Sondervakanz das aber trotzdem irgendwie Spaß mit ihnen. Das flott mit denen zu erholen, weil das irgendwie immer bis lass. Und dann sind sie aus der Vakanz fort und da kriegen sie eine Invitation für bei die Familie auf ihren Haft zu kommen. Gut, verbringen sie Weekend dann da aus der Flott, machen sie dann noch an. Dann eskaliert das Ganze immer mehr. Ich will gar nicht verraten, was es dann genau im Detail geht, weil das muss die dann am besten selber gucken, weil sonst hört der Film und ich will mehr verraten eigentlich von der Story hier nicht mehr viel zu bieten. Die Story ist nämlich gar nicht so komplex, gar nicht so tiefgründig. Die Story ist super simpel, aber funktioniert aber dafür sau gut. Also so wie es umgesetzt ist, funktioniert die Story wirklich an der letzten wirklich guten Impact, weil James Watkins den ist dafür bekannt, weil die Kaffee und allem Apps an der das den Zuschauer stressen. Unheimlich stressen. Das ist ein Film, du gehst nicht raus und der hat eine schöne Zeit, weil die hat er nur dem Film nicht am Kino. Der hat eine ultra stressig, eine unangenehme Zeit am Kino, weil die Familie ist permanent irgendwie drüber. Also sie überschritt die ganze Zeit irgendwie eine Grenze. So marginal ist die Grenze immer ein bisschen drüber. An die Grenze, die verschwimmt immer mehr und sie gehen immer mehr weit drüber an, bis das es irgendwann nicht zu packen ist. Und so funktioniert das Ganze dann. An der Pap von der Familie ist den Paddy, der gespielt wird von James McAvoy. An den James McAvoy hört ja auch schon an Filmen wie Split gewesen, dass ein ziemlich gut Psychopath spielen kann. Das kriegt er ganz gut hin. Ich gesehen James McAvoy ganz gern so auf der Leinwand. Also ich gänge lo nicht, also wenn ich lo irgendwo gesehen, dann lo nicht so am Kopf, so der geht lo immer Meister wirkt. Aber es gibt einen Film, den ich immer ganz gern gucken. Und ich fand, hier spielt das wirklich, lo am Speak No Evil, spielt das sau authentisch und extrem gut. Hier spielt wirklich schrecklich gut, kann ich so sagen. Er spielt das wirklich grauenvoll. Und das ist eben positiv an dem Sinn, ne? Den muss da eben grauenvoll spielen. Du musst den, der das cringe pur, der das die ganze Zeit schrecklich und hier bringt das einfach auf den Punkt. Irgendwie den aber ein bisschen sympathischer, charmante Familienpap zu spielen und dann plötzlich immer mehr schlimm zu gehen. Und das ist ganz gut umgesetzt. Für allem funktioniert die Geschichte auch ganz gut, weil die Geschichte ist saumäßig authentisch. Ich fand, kann in sich permanent irgendwie an Situationen rauffehlen. Auch, also ich hatte nicht wirklich Situationen, wo ihr seht, wie dumm seid ihr dann? Macht das nicht. Ich fand, das war immer verständlich, wo die Entscheidungen hier kommen, für was Leute verschiedene Decisionen holen. War immer authentisch, weil die Familie, die schreckliche Familie, die Gasleuten nonstop. Es ist immer ein Fehler und geht so gedrängt, dass die andere Familie so schlecht fühlt, dass sie das nicht so akzeptieren. Also so geht das die ganze Zeit gedreht. Das ist ultra manipulativ, das ist ultra schlimm, mit uns zu gucken und vorbei sind. Und es kann ihnen das so gut nachvollziehen. Dann haben wir ja auf der anderen Seite die andere Familie, die wird die Frage gespielt vom Mackenzie Davis an der Pub wird gespielt vom, was ich muss eigentlich auflesen, vom Scott McNary. Und die sind auch super. Die bringen das auch super rüber. Sie und auch ein kleines Mädchen, was Angstzustand hat, dann muss immer so ein Hus dabei holen, weil sonst kriegt so Panikattacken.
Du merkst die Familie, du hast etwas Brodeln, du funktioniert nicht alles so richtig, das ist nur draußen heile Welt, aber bannen aus der ziemlich futti. Und das könnte man mehr und dares Blut an. Auch da spielt eine große Rolle, wie werden an der Geschichte verschiedene Decisionen geholt gehen, wie sie geholt gehen, weil das bei ihnen an der Familie schon so Kriseln ist. Weil du da hast eigentlich der Film schon alles gesucht, weil der Film spielt also recht wenig mit dem man so spielen kann. Es spielt einfach nicht die Geschichte, die recht simpel ist, aber gut funktioniert. Und es dreht sich hauptsächlich über den kleinen Cast, das ist wirklich ein ganz kleiner Cast, den sau gut spielt und ihn unheimlich stresst und das ganz schrecklich inszeniert wird. Und James Watkins hat, fand ich mit Speak No Evil wirklich ein ganz guter Film gemacht. Das ist lokal, also ich werde mal auf jeden Fall nicht nachgucken, weil er mich wirklich gestresst hat. Aber hört high aufgeliefert, ganz ehrlich. Ich hatte ganz viel in der Halle gefilmt mit dem Film. Und das ist doch den absolut. Also hört genau das, was der wollt erreichen. Erreicht. Da wenn der Kritik von mir eine absolute Empfehlung an ich so nicht, wann da die Tortur durchsteht, erst da anzugucken. Dann kriegt er not ein Schlussszene, die ultra befriedigend ist. Also das gucken den sich schon nur und sehen, oh ja, genau so muss das ganz do Beschluss gehen. Perfekt. Voilà. Du wenn er als Speak No Evil kleine Film, den nicht mehr viel zu diskutieren gibt, den einfach nicht mehr in der Hand sein muss, aber das, was der will man gut umsetzt. Du wenn der Film von mir eine absolute Empfehlung an. Voilà, guck dich da ganz einfach am Kino an. Dann ging es so, kommen wir so zum Schluss, erzählt man gerne in den Kommentaren, wann dir der Film gesehen und was ihr so am besten gefallen wird, was ihr so am meisten gestresst hört, eventuell was wir sehen, oder was für James Watkins Filme danach so gerne tut, oder was für Film, das vielleicht, was den heute will man noch besser im Gesagt kriegt, ging mich auch interessieren. Und an dem Sinn ging ich so, warte doch schon, und da wünsche ich dir noch ganz viel Spaß am Kino mit Speak No Evil. Ciao!